Und weiter geht's hier bei Zelda Skyward Sword im Wolkenhimmel oben mit Link, mit mir und natürlich auch mit euch, Freunde. So, bevor ich mich hier noch lange mit Sidequests aufhalte, geht's natürlich weiter ins dritte Gebiet, in der auch bin ich schon sehr heiß, Freunde, vor allem nach dem letzten Part, aber vorher noch kurz mal schauen, was Terry Neues für uns hat. Mal kurz schauen, gut, ich habe 133 Rubine, ich kann maximal 500 tragen. Komme ich hier noch hoch? Link! Ah, Mann, Link! Wofür geht's doch irgendwie? Ja, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich schon 133 Rubine habe und sowieso nur maximal 500 in der mittelgroßen Geldbörse unterbringen kann ich davor noch ein paar Rubine ausgeben. Wow, der Bein ist wieder runtergefallen. So. Na, Terry, Alter, was hast du Schönes für mich? Und mal, die ist doch 600 wert, oder? Wert, ja. Kostet so viel. Was, du sagst mir jetzt mal, hätte ich weniger verlangt? Nein, das bildet dir bloß ein. Ja, ist klar. Vergiss es. Oh. So, jetzt muss ich doch noch was kaufen, weil sonst wirft er mich wieder runter. Moment mal, das war doch auch so teuer. Was war denn das schon wieder? Überaus praktische Zusatzgeldbörse. Hier ist das gut. Wisst ihr was? Das versuche ich jetzt mal. Eine Zusatzgeldbörse. Ich frage mich jetzt bloß, wo ist die untergebracht? Hä? Das darf ich nicht bereuen. Hehe. Ja, ich habe so 100 Rubine weniger, aber ich werde es nicht bereuen. Ja, nee, ist klar. Moment mal, Freunde, Moment. Habe ich die jetzt gar nicht in der Abenteuertasche? Nee, sie ist nicht da drin. Ist tatsächlich hier drin, das heißt, wir können jetzt 800 tragen. Wow, Terry, gar nicht mal so übel. Und tschüss, bevor er noch auf die Idee kam, mich doch noch runterzuwerfen, weil ich irgendwie zugenommen hätte, oder... Obwohl, das kann gar nicht sein. Link muss so viel herumrennen. Das ist super für seine Fitness. Das allerdings weniger. Wow, das war knapp. Ups, falsche Richtung. Und jetzt ab nach Ranel ins dritte Gebiet. Und endlich Zelda zu finden. Obwohl, Zelda finden ist ja gar nicht so einfach, war, weil offenbar will sie gar nicht von uns gerettet werden. Beziehungsweise die Dame, die bei ihr ist, will das nicht. Heißt diese Shika-Person. Weil die gehört offenbar zu den Shikas. Zumindest laut Tätowierungen und so in ihrem sonstigen Anzug. Kann man schnell gucken, stimmt's überhaupt? Das war die falsche Taste. Hierhin war. Ja, genau. Da geht's nach Ranel. Oh mein Gott, das Gebiet kennen wir auch noch als Twilight Princess, war. Damals war es doch ein Wassergebiet. Oh mein Gott, ja, der letzte Part war ja wirklich spannend, war. Ich meine, da haben wir den Endboss des zweiten Tempelsblatt gemacht. Und sind dabei vorhin noch auf Girahim gestoßen, der irgendwas von seinem Meister geschwafelt hat, für den er Zelda braucht. Meister, das erinnert mich ein bisschen an Santos von der Princess und natürlich auch an, Aknahim hieß er doch, oder? Außer Link to the Past. Irgendwie so. Damals war doch jeweils Ganondorf ihr jeweiliger Meister, beziehungsweise in Link to the Past war es Ganon und nicht Ganondorf. Da machen ja manche auch einen Unterschied und ich auch. Aber ja. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wer ist Girahims Meister? Und wozu braucht er Zelda und generell? Wieso zum Henker? Gebieter Michael, ich habe dir etwas zu berichten. Wir sind nun in der Ranel-Mine angekommen. Okay, Freunde, ich muss kurz unterbrechen. Was zum Henker? Korrigiert mich, wenn ich irre, aber war das Gebiet Ranel in Twilight Princess nicht ein Wassergebiet? Seit hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Okay. Wow, ist ein kleines Gebiet. Seht ihr das, was da noch alles kommt? Alter Falter, eben noch eine Weile unterwegs, ey. Ist aber bestimmt noch 30 Parts. Ich schätze, dass Zelda hierher gekommen und bereits vorausgeeilt ist. Du meinst wohl, sie wurde hierher gebracht. Und wieso hast du eigentlich letzten Mal nichts gesagt, hä? Das ist auch so seltsam. Diese Shika-Person... Ja, Fai, Dankeschön. Ich weiß, Zelda muss da vorne sein irgendwo. Gut. Diese Shika-Person hat ja gesagt, dass sie auch von der Göttin geschickt wurde und dass Zelda noch irgendetwas tun muss. Wieso zur Hölle hat sich Fai nicht gemeldet? Und ich habe sowieso generell das Gefühl, die ist mehr ein Roboter als ein Lebewesen. Ja, so geht's auch. Okay, jetzt bin ich hier unten. Ranel Wüste, sehr gut. Da müsste ich eigentlich noch Wüstengas finden. Brauche ich ja, um den Schild nochmal abzugraden. Vor allem für einen anderen Schild. Moment mal. Ich teste jetzt mal was, Freunde. Das sieht man doch verdächtig nach. Oh, mir fällt noch gerade was anderes ein, Freunde.
Hätten wir eigentlich die Bombentasche, wow. Hätten wir die nicht eigentlich Ferry übergeben sollen? Zurückgeben sollen? Ich meine, der hieß ja gar nicht Ferry, war? Der ist irgendwie anders. Ja, ach, egal, einfach diesen Mogma-Typen hätten doch den zurückgeben sollen. Okay, hier kann ich wieder Bomben nachfüllen. Und ich hoffe doch wirklich, dass ich hier noch irgendwo eine größere Bombentasche finde, weil sonst fail. Ah, okay, den kann ich auch noch aktivieren schnell. Ich habe das Gefühl, Zeldas Rolle in diesem Spiel ist wesentlich größer als in allen bisherigen Zeldas zusammen. Kann das sein? Oder irre ich mich einfach nur? Braucht man jetzt noch mehr? Ja, wisst ihr was? Ist mir zu mühsam, jetzt die ganzen Bomben wieder aus der Bombentasche zu holen. Etc. etc. Mach einfach Rock'n'Roll. Jetzt noch einen. Boom! Hat's was? Ein Fünfer. Mann. So. Da geht's gleich weiter. Ah! Das war sowas von klar. Wieder mal ein ganzes Herz abgezogen. An Entwickler, habt ihr auch schon mal auf so einen halben Herzen gehört? Meine Fresse. Und? Nix, einfach nur Fail. Jetzt reicht's mit den Tingern. In den blöden Felsen reicht's mir, aber endgültig. Gut, sehr gut. Und sprinten. Vogelstatue kann auch nicht schaden. Und ja, ich hab's gesehen, Freunde, ich hab's gesehen. Da oben hat's doch etwas für einen Greifhaken oder was ähnliches, was auch immer hier sein soll. Eine Mine, okay. Das sieht so verrückt aus, ganz ehrlich. Wieso Mine und hier? Ich kapier's nicht. Das müsste doch ein Wassergebiet sein, keine Wüste. Okay, dann weiter nochmal. Hallo! Wo ist die andere abgeblieben? Oh, die hab ich gerade auch gekillt. Two of a kind, sagen wir sowas wohl. Was bewegen. Okay, oder ist das Teil? Aha. So. Oh, hat sie eine Schubkarre. Ja, ich sehe gerade Link. Okay, das ist jetzt unten und weiter. Ja. Wollt ihr mich verarschen oder was? Oh oh, Elektrogegner. Ja, okay, das geht noch. Wisst ihr was, Freunde? Change the Shield. Lass mal schnell auf den Schild zurück, weil wir wissen doch noch, dass der Eisenschild nicht gegen Strom schützt. Und hier haben wir offenbar einige Stromgegner. Was auch durchaus Sinn gibt, aber trotzdem. Ich kann ihn ihm noch bewegen. So. Ist da hinten was? Nö. Ach so, ja. Bescheuert hier. Heute habe ich irgendwie... Keine Ahnung. Ich muss ihn doch hier hinschieben, damit ich hochkomme. Meine Güte. So. Ja, hier auch schnell Tour of a Kind. Okay, oh. Okay, der Explosionsradius ist ziemlich gewaltig, sehe ich gerade. Eine Bombe hat dafür gereicht, ganz toll. So, kommst du rauf, Link? Nee, natürlich nicht, ich brauche Anlauf. So. Okay. Wow! Ich kann noch gefehlt. Los, weg mit euch. Los, weg. So, weg hier. Na klar, mir hat's nicht gegeben. Das ist doch eine Schweinerei, eine Sauerei, wie auch immer man den betiteln will. Okay, in den nach vorne oder was? Mann! Wieso muss das Teil eigentlich schieben? Gibt's hier noch keinen Strom oder was? Nee, das kann nicht sein. Strom gegen hat sie ja schon. Also halt typisch, nur die Gegner haben Strom. Wir nicht. Okay. Ist das ein antikes Shika-Auge? Sieht fast so aus, wa? Was haben jetzt die Shikas bitte schön mit einer Ranellmine zu tun? Hä? Das Spiel wird... Was ist denn das? Reden. Dieser Roboter scheint schon sehr lange nicht mehr zu funktionieren. Ich verstehe nicht, was er uns sagen will. Moment mal schnell, Moment. Habe ich jetzt gerade was an Ohren? Beziehungsweise was an Augen, weil ich es vorgelesen habe? Roboter. Leute. Sag mal, spielen die Entwickler jetzt völlig oder was? Das Spiel, also Skyward Sword, spielt vor Ocarina of Time und wir haben hier Roboter. Das gab es noch in keinem anderen Spiel.
Na gut, Spirit Tracks vielleicht, wenn man jetzt den Dämonenzug noch dazu zählt, da wäre es ja schon ein bisschen maschinell aus, aber trotzdem. Na, vielleicht funktioniert er mit der Bombe wieder, wa? Bombe away! Nee, beantworten überhaupt nicht. Roboter, Mann! Hier hat's noch einen Roboter. Hä? Okay, mal draufhauen. Oh nein, die Szene kenne ich doch aus dem Trailer. Jetzt müsste ich doch hier alles aktivieren irgendwie. Ja, bingo. Die Roboter leben wieder. Ein bisschen seltsam, aber cool. Tulululululu. Die bewegen sich sogar. Ich hoffe, die können auch noch mit uns reden. Wo kommst du denn her? Wir sammeln hier die Steine der Zeit. Die kommen ja zum Ranellstein. Die Steine sind gefährlich und nichts für Menschen. Rühr sie nicht an, klar? Wow, sehr unfreundlich. An diesem Ort hat sich die Zeit verändert. Als du den blauen Stein getroffen hast, sind wir in der Zeit zurückgewandert. Ich schätze, dass wir uns hier in der Vergangenheit befinden. Was? Okay, gibt es jetzt für das ganze Gebiet nur für das kleine Quadrant hier? Ey Leute, wir haben die Zeit zurückgedreht. Das wird aber gewaltig nach Ocarina of Time. Sonst hast du nichts für mich? Blaue Steine meint jetzt etwa die Steine, die wir sowieso schon die ganze Zeit bedient haben. Geht nicht auf, okay. Okay, das gibt überhaupt keinen Sinn. Wir sind in der Zeit zurückgereist und jetzt gibt es wieder... Was ist das hier? Eine Neonblume erhalten. Oh, stimmt doch, das brauchen wir auch noch für irgendwas. Ich weiß bloß nicht mehr für was. Egal. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Es gibt doch überhaupt keinen Sinn, dass wir jetzt... wir sind jetzt in der Vergangenheit, aber hier gibt es wieder Roboter, was es in der Zukunft nicht mehr gibt. Nee, kapiere ich nicht. Das ist mir zu hoch, eindeutig. Verarsch mich doch, geb's doch zu. Der Full Energy, was machst du hier? Unfreundliche Roboter. Ja, verarsch mich doch selber. Verarsch dich doch selber, nicht verarsch mich selber. Isidora, du geh aus dem Weg. Ey. Unfreundlich bis zum Gate No, oder was? Das ist ein blauer Stern, muss ich jetzt nochmal draufhauen, oder was? Was habt ihr davon, dass es unfreundlich zu mir war? Nee, Scherz. Schon krass, oder? Ich kann mit diesem Shika-Stein die Zeit zurückdrehen. Der Trick ist mir neu. Aber voll. Okay, jetzt gibt es hier 3 Stück offenbar. Moment mal, 4 gibt's. Ja, schon, gut, alles klar. Ich kann es ja mal schnell anschieben, aber ich will eigentlich was anderes testen. Mensch, dann soll ich nichts versuchen. Sonst noch Wünsche oder was? Ja, jetzt bin ich drin, was willst du jetzt tun, ne? Haha, tschüss! Doch alle Menschen. Popo lecken, ich kann sowieso nicht weiter sonst. Okay, was willst du mir sagen? Nein, komisch, hat uns jetzt seinen Helm auf. Bzzz. Was? Hey, ich sag nie mehr was gegen meine Mütze, ist das klar? Da ist noch ein. Hat er einfach mal so meine Mütze beleidigt? Geht's dem eigentlich noch? 10, 20er, ist ja auch nicht übel. Und was sagst du hier? Aber ich gerne, wir haben keine Waffen, um uns zu wehren. Die machen uns fertig. Bzzz. Jetzt bin ich ja hier. Was komische Kerle. Hier immer noch? Alter, wie weit geht diese Zelda-Timeline eigentlich zurück? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier irgendwas aufsprengen könnte. Ich versuche sie nochmal schnell, sonst gehe ich wieder raus, weil bringt ja hier nichts. Ja, da sind halt solche Blind Games, war. Haben wir keine Ahnung, was als nächstes mal zukommt. Zukommt. Nee, hat auch nichts gesagt. Na, hätte ja sein können. Okay, nichts gewesen mit den Spesen, wieder raus hier. Dass die automatische Türen haben, das alles gibt's nachher gar nicht mehr. Hier kann ich in den Flughäfen einsetzen, sehe ich gerade. Ob es wirklich bringt. Okay, da kann ich auch noch weiter. Ich versuch's mal schnell. So schnell den 5er hier eingesackt, obwohl es vermutlich nicht viel bringt. Schau mich mal da oben um.
Ist da oben was zum Aktivieren vielleicht? Nö, er schlägt doch bloß den Schädel an. Das gibt Kopfschmerzen, Freundchen, das gibt Kopfschmerzen. Ich frage mich jetzt ohnehin, wie hat sich eigentlich die andere Welt, also die Außenwelt verändert? Ist da auch was neu? Ah ja, sieht man's. Hier bin ich wieder in der alten Zeit, wenn man so will. Und da bin ich in der Vergangenheit, ist also wirklich nur lokal. Aber wieso? Ich habe keinen Schimmer, Freunde, aber wir gehen der Sache auf den Grund, versprochen. Erstmal hier weiter. Und tschüss. Hier geht's offenbar auch nicht mehr allzu weit, wa? Ja. Wie bringe ich jetzt die bitte schön darüber, damit das alles aktiviert wird? Das sieht doch verdächtig. Moment mal schnell. Vielleicht hat sie ja trotzdem noch was. Kann ja sein. Aber sonst sieht es eigentlich verdächtig danach aus, als müsste ich da was reinwerfen. Sprich, die Bombe reinwerfen. Ja, auch nichts gewesen. So. Mal schnell aufgefüllt. Kommt noch eine nach. Komm schon. Ja, geht doch relativ schnell. Aber das ist echt eine praktische Funktion, Freunde. Einfach mal so schnell. Bombentasche eigenhändig. Aufgefüllt. Ups. Ja, ich bin kein guter Basketballspieler, das hat schon was, aber trotzdem. So, jetzt aber runter mit dir. Gut, sehr gut. Nice, nice. Was sagt die Zeit? Wir haben noch Zeit. Wir haben noch sehr viel Zeit. Scheiße. Ja, klar, verarsch mich doch. Mann. Oh, Treibsand. Haken, Haken, kein Haken. Ich habe sowieso keinen Doppelhaken, was soll der Scheiß? Nein, nein, nein! Okay, ich hab's kapiert, durchrennen. Habe ich vielleicht einen Gleiter oder sowas? Twilight Princess! Nee, es geht wirklich nur mit durchrennen, sonst bin ich am Arsch. Wow. Okay, hier geht's ja auch anders. Ach so. Ja, ja, ja. Bombs away! Boom! Gut, wow, wow, wow. Nicht zu weit, Link, nicht zu weit. Ja. Yep. Ja. Hat sie noch Bomben gehabt? Egal. Geheimer Durchgang oder was? Was sagt denn die Karte? Ja, hier war ich schon, das weiß ich, die habe ich geöffnet. Hier geht's, was weiß ich, nur unbekanntes Gebiet oder so. Hier geht's auch weiter. Und hier unten hat's noch was. Wer weiß, für ein neues Item vielleicht? Aus der Greifhaken wäre mir jetzt echt willkommen. Ah, sieht aber nicht so aus, oder? Nur ein paar nervige Gegner, die sowieso keine Chance gegen mich haben. Ah. Moment mal schnell. Kann ich den echt fangen? Jo, ich hab sie! Eine Ranell-Ameise. Man sagt, im Bau des Insekts würde sich eine Wasserquelle befinden. So kann es in der Wüste überleben. Okay, jetzt werden wir offenbar noch zum Insektenexperten. Why not? Hat sonst noch eins? Sieht nicht so aus, wa? Ah, doch. Gut. 2 weitere. Hab keine Ahnung, wofür wir die gebrauchen können, aber man kann ja nie genau wissen. Ja, was für ein Glück. Also vollkommen unnötig, aber egal. Ich verschwende doch hier nur meine Zeit, Freunde. Meine Zuschauer und Abonnenten wollen unterhalten werden. Was mache ich hier? Stiefel in der Gegend rum. Oh Mann, oben ans Fledermäuse. Sehe ich doch von hier aus schon. Komm runter. Gut, jetzt könnt ihr herkommen. Ja, ja! Gut, ich dachte, es hätte noch einen, aber da habe ich mich voll geirrt. Ist doch auch nicht schlecht. Und. Ja, reicht's? Ganz knapp. Boom. Sodli. Nochmal schnell rüber. Komm, schon, Link. Uff. Mein Gott, hey. Ja, das wird dunkel und dunkel hier drin. Ah, nee, dort wird es wieder heller. Nee, oder? Jetzt hab ich noch Elektroexemplar von den Viechern. Muss das sein? Na klar. Mit Strom nach mir werfen. Mann, seid ihr behämmert.
Und ich hau ab. Tschüss. Trifft er mich noch von hier? Ja! Okay, kein Schaden genommen. Na, komm her. Vielleicht wirkt sie was. Ich weiß nicht, wann. Ich muss ausprobieren. Nee. Ich kann zwar super abblocken, aber... Was soll der Quatsch? Aber mehr auch nicht. Da drüben geht's weiter. Drüben uns eine Schatztruhe, die sehe ich doch. Da gab ich nicht für blöd. Okay, kurz hier bleiben. Uah. Verdammt zugenehm, wie komme ich da hoch? Wow, das war knapp. Das war auch knapp. Ja, Herzen sonst nichts, Mann. Ja, ist gut. Ich hab's kapiert, ihr seid fett, ihr könnt Elektrokugeln schießen. Ist das schon gut? Ah. Ich komm da wohl nicht hoch, Freunde. Scheiße. Erstmal in Sicherheit bringen. Ja. Was von der anderen Seite war? Was sagt die Karte? Ja, das wäre doch sehr gut möglich. Und weg. Ich habe noch so eine Schubkarre. Also gibt es hier vielleicht auch noch einen Schickerstein. Wow, was ist jetzt los? Was zum... Oh, wieso wurde ich jetzt paralysiert? Hab mich doch gar nichts getroffen. Na egal. Die Dinge funktionieren ja nicht. Das kann sein. Aber ist sehr gut möglich, dass wir hier nochmal in die Vergangenheit können. Link? Ja. Hallo, Alter. Beweg dich mal. Beweg deinen fetten Arsch. Hast du zwar nicht, aber sagen muss das ja trotzdem, weil sonst machst du ja nichts. Was ist das für ein Wappen? Egal. Lulululu. Ja, ist gut. Tschüss. Du willst auch noch was auf die Schnauze? Meine Fresse, ey, sind die schwer von Begriff. Jetzt eigentlich so weit nicht rum, dass ich irgendwie der unbesiegbare Gegner bin oder so. Nee, natürlich nicht. Gut. Mit dem kann ich ja nicht quatschen. Das könnte sich zum Problem entwickeln, Freunde. Ich kann mir zwar vorstellen, dass ich die in der Vergangenheit hier hochbringen kann, aber... Ja, und ich frage mich sowieso, wie ist Zelda hier durchgekommen? Mein Gott, hey, die Frau bringt mich zum... Egal. Oh. Ich frage mich gerade, kann ich da einen krollen? Also hier im Treibsam meine ich. Ja, sieht doch gut aus. Der wird noch ein paar Bomben aufgesackt. Ist doch auch gut. Ja, nichts gewesen mit den Späßen. Mann. Das reicht nie im Leben, Freunde. Hä? Ich hab noch eine Idee. Rein theoretisch. Okay, das war jetzt mein Fehler. Aber rein theoretisch könnte es klappen. Ganz rüber. Gehst du ganz rüber? Bist du brav? Ah, Trick 17, Freunde. Trick 17. Ups. Was war das gerade? So, die Bombe das Teil aktivieren, damit ich hier rüberkomme. Zumindest das ist die Idee. Ob das wirklich so funktioniert? Ja, bin ich ein Genie oder bin ich ein Genie? Oh, ich bin ein Trottel. Ich bin ein Obertrottel. Und was sich geändert hat und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part von Zelda Skyward Sword. Bis dann, ciao zusammen!